Nicht mehr länger Sklave. Wir sind Kind von Gott. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Privileg. Wir müssen keine Angst haben. In einer Zeit, wo die Angst so dominierend ist, die Angst vor dem Virus, könnte angesteckt werden, Angst voreinander ein bisschen. Wir sind Kinder von Gott. Du enträtselst mich mit dieser Melodie. Du umgibst mich mit dem Lied. Das Lied von der Befreiung vor dem Wind, bis die grösste Angst verschwindet. Bin nicht länger ein Sklave vor Angst. Ich bin ein Kind von Gott. Bin nicht länger ein Sklave vor Angst. Ich bin ein Kind von Gott. Schon im Mutterleib hast du mich aus der Welt. Liebe hat meinen Namen gewählt. Ich bin neu geboren in die Familie. Ich habe dein Blut in mir. Ich bin nicht länger ein Sklave vor Angst. Ja, es hat in Jerusalem sehr angstvolle Tage gegeben. Der Petrus und der Johannes, die beiden Hauptsäulen, sind vor einen Rat geführt worden und wir haben nicht gewusst, ob die noch lebendig zurückkommen. Zu einem Verhör zuerst einmal, aber wir haben schon gesehen, dass sich etwas anbahnt. Schlussendlich haben sie ja ihre Rede gehabt, eine berühmte Rede von dem Synedrium, vor dem höchsten jüdischen Rat.
Ich lese da zuerst ein paar Sätze daraus, für dass wir den Anschluss haben für die heutigen Gedanken. Aber es wird uns ein bisschen heimeln. Jetzt kann man wieder zusammenkommen. Jetzt ist das irgendwie, der Albtraum ist ein bisschen gewichen. Und wir fühlen uns recht frei so in diesem Rahmen. Noch nicht ganz, aber doch haben wir schon rechte Fortschritte gemacht. Sie haben gesagt, die Apostel, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohte der Rat ihnen, und sie ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem das Zeichen der Heilung geschehen war. Das ist ja nach der Heilung vom Gelähmten. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als die anderen das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes, Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels. Zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor schon bestimmt hatte, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Dein Wort, Herr, möchtest du uns geben, dass mit ihm Altes stirbt, es wecke neues Leben, das nimmermehr verdirbt. Es sind so ein paar Sachen hintereinander passiert, die wie Paukenschläge waren. Gerade auf das aber, was ich jetzt gelesen habe, war der Eingangsvers nachher, was heisst, es hat sogar geerbebnet nach ihrem Gebet. Aber schon vorher, dass sie überhaupt freigelassen wurden, ist es ein unglaubliches Zeichen von Gottes Souveränität und dem Willen, jetzt eben die Gemeinschaft aufzubauen, die an Pfingsten neu ist entstanden. Aber auch die Angst haben die Leute immer noch gekannt. Und es hat so viel gebraucht, aus diesen alten Fesseln rauszukommen, aus diesen alten Mustern. Das sind ja auch unsere Muster, die sind überall auf der Welt die gleichen. Wir haben Angst vor den Leuten, Menschenfurcht, Einschüchterungen, mit dem hat der Rat ja gehokert, oder sie haben gedacht, so viel wie wir sind, die zwei von Fischer von Galiläa, die können wir hier schon fertig machen, die können wir schon unterkriegen. Aber es war natürlich nachher nicht so, weil sie gesagt haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist so die Soziophobie, wo so viele Menschen darunter leiden, in einer Gemeinschaft aufzustehen, für Gottes Wort die Hand ins Feuer zu legen. Aber es ist natürlich auch eine gewaltige Tradition gewesen, wie man Gottes Wort auslegt. Auf die gesetzliche Tour, auf die pharisäische Art, auf die Art, wie es die Schriftgelehrten eben vorgeschrieben haben. Das war eine riesige Tradition gewesen. Soweit man geschaut hat, hat es nur das gegeben. Und das hat es immer gegeben als Heilsweg. Was sagt, wenn ihr das macht, dann werdet ihr erlöst. Dann kann Gott für euch sorgen, dass es weitergeht. Durch das Halten vom Gesetz in dem Verständnis, wie sie es haben verstanden. Gegen diese Tradition, gegen diese Lehre sind der Petrus und der Johannes hemdsärmelig angetreten. Sie haben nicht so sehr theologisch argumentiert. Sie haben einfach gesagt, das und das haben wir gesehen und wir können nicht aufhören von dem reden, was wir haben erlebt. Und wir reden durch das, was der Geist uns eingibt. Und wir reden nicht mehr einfach in einer menschlichen Doktrin. Sei jetzt das eben Judaismus, sei jetzt das Reformation, einfach all die Lehren, die wir haben und immer in unseren Traditionen sind. Und gegen das sind die aufgestanden. Weil, ich muss euch schon sagen, das ist ein Sicherheitsfaktor. Beides, was ich jetzt erwähnt habe. Sicherheitsfaktor, dass man
ich soll noch sagen, einfach eingebunden ist in einer fixen Gemeinschaft, die zwar kontrolliert wird, wo jeder weiss, was die Erwartungen sind, und in dem lebt man nachher. Das gibt den Leuten einen gewissen Halt. Und das andere ist auch ein Sicherheitsfaktor. Man weiss, was gilt. Niemand kommt dem stören in dem, was man ausbrütet hat über so viele Jahrhunderte. Und wo eingefleischt ist und wie tiefe Karrengleis, da entgleisest du ja nicht, wenn du in tiefe Karrengleis innen fährst. Gar nicht möglich. Aber jetzt sind gleich zwei aus diesem Gleis rausgekumpelt. Eine Bedrohung für den ganzen Rest. Eine Bedrohung für die Sicherheit. Ich habe hier eine kleine Grafik. Voilà, ganz etwas Einfaches. Am Schluss braucht es dann noch einen Föhn, um das zu betreiben. Da kommen wir nicht nachher, aber ich zeige es dir. Ihr habt auf der einen Seite eben S habe ich gemacht. Das ist so eine Sicherheitspyramide der Leute. Jeder von uns hat eine Sicherheitspyramide. Was ist das Oberste? Das Oberste ist vielleicht das soziale Netzwerk. Du bist eingebunden in eine Zusammensetzung von Leuten, die so ein bisschen ähnlich denken, die einem nicht allzu hart hinterfragen, wo man sich gegenseitig auch ein bisschen absichern kann, wo man sich gegenseitig Richtigkeit zusprechen kann, in dem, was man macht, oder in dem, was man tut, oder in dem, was der Lebensstil ist. Das ist so ein soziales Netzwerk, wo man drin ist. Da gibt es eben sogar digitale Formen, wo man so Likes bekommt, so Däume gegen oben. Wenn man merkt, oh, ich habe schon 1000 Likes, oder was für eine Selbstsicherheit. Ich bin sicher nicht so auf dem falschen Weg, wenn ich so geliebt werde. Das ist die Sicherheitspyramide. Und ihr seht, hier habe ich den G in der Mitte. Eigentlich steht das noch über der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist schön, aber ganz wichtig und für mich noch wichtiger als jetzt einfach die Leute, die da sind, ist, dass wir wie unisono sind, dass wir gleich denken, dass wir gleich geschaltet sind, dass wir dann gegenseitig wie eine Sicherheit geben können. Ich empfinde das ein bisschen als eine Ausbeutung von der Gemeinschaft, wenn sie dazu da ist, dass sie meine Sicherheit bekommen. Ich bin nicht ein Gemeinschaftsstifter, sondern ich bin ein Nutznießer von der Gemeinschaft. Ich kann natürlich auch Traditionsoberst setzen. Und das war vor allem im Höheren Rat der Fall. Und überhaupt in dieser ganzen Zeit von Jesus hat es immer geheissen, Abweichler muss den nicht verleiden. Weil das ist unser Gebilde, das ist unser Gebäude, da sind wir drinnen, so sind wir geboren, so werden wir sterben. In dieser Lehre leben wir. In diesen Traditionen bewegen wir uns. Und Gemeinschaft ist eben schon viel wert. Aber die Hauptsicherheit kommt, dass wir wissen, wie es läuft. Das ist für uns der wichtigste Faktor. Ich kann es noch mal ein bisschen drehen, und jetzt kommt noch ein neues Thema, wo wir jetzt dazu noch ein weiteres Textchen lesen, anschliessend. Ich könnte natürlich sagen Money, aber ich meine einfach das Materielle. Und dann merkt man nachher, hinter allem kommt noch der letzte Find für die Gemeinschaft. Der Sicherheitsfaktor materielle Sicherheit. Enorm wichtig für die Schweizer. Vorsorge. Und. Es gibt so viele Sachen. Da kann man sagen, die Gemeinschaft ist gut und recht, aber ich muss für mich schauen. Viele haben jetzt gemerkt, in dieser Krisenzeit, wo wir hatten, so geht es nicht ganz auf. Eine Frau hat mir auf dem Friedhof erzählt, als sie angetroffen hat, sie hat eine Wohnung vermietet an ein Blumengeschäft. Die haben neu angefangen im Dorf und natürlich ist es ganz böse gegangen. Und die haben keine Blumen mehr verkaufen. Sie haben nicht einmal Blumen von außen aufstellen mit einem Kessel zuerst. Es hat niemandem wehgetan, es wäre für niemanden eine Bedrohung gewesen, aber es war einfach abrasiert gewesen. Und für ein Unternehmen, das so anfängt, ist das eine rechte Bedrohung. Und darum hat die Frau gesagt, Vermieterin, sie ist eine Musikerin in Deutschland, aber sie hat in unserem Dorf immer noch ihre Elternwohnung. Ich habe dann einfach Miete erlassen. Punkt. Und dann habe ich gedacht, was für ein Zug. Was für ein guter Charakterzug. Jemand sagt, okay, das überleben wir. Sie müssen es ja auch überleben. Und so Beispiel hat es viel gegeben. Also da kommt etwas von der Gemeinschaft vor, das wichtiger wird, als das, was mit Materialismus hier oben angetönt ist.
Das ist die grösste Schwierigkeit von allen dreien. Darum habe ich gedacht, Geld und Geist, das alte Thema von Gotthelf, können wir hier wieder vorheben und schauen, wie wird das plötzlich zerbrochen durch die Gemeinschaft. Darum lese ich jetzt noch ein paar Verse weiter. Eben, als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, jetzt kommt das große Thema von den Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker und Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es ebenfalls den Aposteln zu Füßen. Ihr seht, die Spielregeln haben sich geändert. Einerseits, was die ganze Tradition und Lehre betrifft. Der Beruf, den ich habe, heisst ja VDM. Verbi Divini Minister. Aber eigentlich sollte er heissen, nicht Diener am göttlichen Wort, sondern Diener am Gott des Wortes. Es ist ja immer die Frage, diene ich am Wort von Gott oder diene ich am Gott vom Wort? Und es ist nicht ganz das Gleiche. Der Akzent kann sehr weit auseinandergehen. Hier haben sie angefangen, nicht am Gott vom Wort zu dienen, das haben ihnen die Pharisäer alles schon vorgemacht, wie das läuft, sondern, ich habe es verkehrt gesagt, hey, nochmal, nicht am Wort von Gott zu dienen, sondern am Gott vom Wort, wo ja aktuell spricht. Und sie hat ausgerüstet, als unprofessionelle Leute vor dem Hohen Rat zu reden. Darum sollte eben unser Titel heissen, Verbi Dei, nein, Minister Verbi Dei, der Diener am Gott des Wortes und nicht der Diener an Gottes Wort. Das geht mir immer ein bisschen durch den Kopf. Also wem diene ich eigentlich? Diene ich dem Wort, meinem Verständnis vom Wort, unserem Verständnis vom Wort, am reformatorischen Verständnis vom Wort. Jetzt sind wir ja abgestürzt, die Reformierten, das wissen wir alle zusammen, bodenbös gelandet, wo wir hergekommen sind, eben mit unserem Traditionalismus. Aber eben plötzlich merken wir, es ist ein lebendiger Gott. Es ist ein lebendiges Wort. Es redet zu mir, es redet zu dir. Und wenn er dann redet, dann muss ich dir etwas machen, dann weiss ich es. Dann muss ich dir vielleicht etwas sagen, dann muss ich etwas ändern, weil Gott selber hat zu mir geredet. Und genauso sehr eben die Sache mit dem Menschennetzwerk, haben wir auch gesehen, die sind völlig aus dem austreten. Da sind Leute dazugekommen, die hat man noch nicht einmal gesehen. Einer von Zypern ist da irgendwie aufgetaucht und plötzlich vernimmt man, dass der in Jerusalem sogar noch einen Acher hatte. Das war ein Levit. Warum das ein Levit in Zypern gelebt hat zu der Zeit, ist völlig unklar, aber es hat ihn auch dorthin verschlagen. Und jetzt räumt er auf mit seinem Erbe, das er noch hat, bringt das Geld zu den Aposteln. Es sind dort Leute zusammengekommen, die einander vorher noch nicht einmal kennt. Das war keine eingeschworene, eingefleischete Gemeinschaft, sondern es war ein wilder Haufen. Aber sie sind ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Wie ist das möglich? Und dann gehen sie noch ans Eingemachte. Das ist noch das Erstaunlichste von allem. Und das ist wieder Gradmesser, ob Menschen eben irgendwie wirklich frei geworden. Wirklich frei. Und darum, eben die Pyramiden, die wir da noch in uns haben, mit dem Sicherheitsfaktor Nummer 1, und dann irgendwo kommt die Gemeinschaft, dann kommen noch andere Faktoren, die sehen nachher nach Pfingsten ganz anders aus, und für das brauche ich eben einen Föhn. Der Föhn, der illustriert jetzt ein bisschen das Blasen vom Heiligen Geist, und dann sehen wir, was entsteht, wenn der Heilige Geist
bläst. Wir nehmen jetzt noch unsere schöne Pyramide. Das war vielleicht eure bis heute. Und dann ändert es, jetzt wird die flach gelegt. Was ist das Oberste? Was gibt uns die Sicherheit? Ist es immer noch das Geld, das soziale Netzwerk, unsere Tradition? Das ist alles zusammen verflüssigt worden. Das ist alles relativ geworden. Das ist alles etwas, das der Gemeinschaft dienen kann. Aber das, was die Leute zusammengehalten hat, ist eine grosse Macht. Eine Macht von der Liebe, eine Macht von der Versöhnung. Das ist die Gegenwart, die Präsenz vom Heiligen Geist in ihrem Leben. Das ist der oberste Sicherheitsfaktor, den sie hatten. Darum haben sie das Zeug loslassen. Darum haben sie eine neue Gemeinschaft bilden. Darum haben sie nicht mehr an den alten Traditionen kleben. Nehmen wir das mal so mit. Ich muss jetzt halt wieder ablüften. Ich hoffe, das passiert nicht nach der Predigt. Die Luft rauslässt. Ja, es bleibt sogar noch ein bisschen. Voilà. Ich habe es dicht verklebt mit Spipfix. Das also haben. Ist das über uns? Das ist dort, wo wir jetzt landen. Bin ich dort daheim? Ist das meine Sicherheit? Dass Gott in mein Leben ist reingekommen, nicht einfach irgendwo drüber ist, sondern ist reingekommen. Als die Kraft, die mitträgt. Das war das erste Verhör von den Aposteln. Es ist dann gleich darauf ab, ein zweites gekommen, wo sie sogar ausgepeitscht wurden. Es war dann der erste Märtyrer, der Jakobus, und der Petrus wiederum im Gefängnis, eigentlich auch zum Tod verurteilt. Ihr seht, es ist gefährlich geworden. Sicherheitsfaktoren gäbe es da viel, wo man könnte sagen, nein, wir gehen juristisch vorgehen oder irgendetwas, wir machen eine Lobby, irgendetwas, Demonstrationen. Das haben sie alles nicht gebraucht. Sie haben gewusst, wir sind komplett und total in mächtigen Hängen. Wir sind die mächtigsten Hänge, die es gibt. Wir haben die grösste Geborgenheit, die vorstellbar ist. Der Petrus vor dem Gerichtsmorgen hat geschlafen im Gefängnis. Absolut keine Bedenken. Und nachher eben hat er gesehen, wie sie plötzlich gesagt haben, ja, unsere Güter, die tun wir jetzt liquidieren. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck, liquidieren. Das kommt ja von, es wird liquid. Liquid heisst flüssig. Die Sachen werden flüssig durch den Heiligen Geist. Sie sind nicht mehr starr. Sie sind nicht mehr einfach so zweckbestimmt, wie wir sie haben, zweckbestimmt, sondern sie haben plötzlich irgendwie eine Flussrichtung. Das ist das grösste Wunder der Urgemeinde, weil es ist der grösste Gott, der dann hat sich beugen musste, der Mammon. Da hat man gemerkt, jetzt ist der Heilige Geist wirklich bei den Leuten gelandet. An dem merkt man es. Man merkt es an unserem Verhältnis zum Geld. Auch zu den Menschen, auch zu den Traditionen. Aber am Schluss merkt man es, hier ist Freiheit. Unsere Zukunft ist nicht, dass wir noch ein paar Recher haben, dass wir noch ein gutes Konto haben, sondern unsere Zukunft ist, dass der lebendige Gott in uns lebt. Ein Leben, das nicht fortgeht. Nicht etwas, das dann vielleicht halt unter anderen Umständen, in einer Wirtschaftskrise oder so liquidiert wird, sondern jetzt können wir das liquidieren. Jetzt können wir vorwärts gehen. Jetzt wird es ein Gemeinschaftsfaktor, einer der wichtigsten, dass die Gemeinschaft gut ist. Weil es geht ja um Gemeinschaft. Es geht um Gemeinschaft und um Gemeinde und dann merkt man plötzlich, alles darf dem jetzt dienen. Und so, sie sind über all die Runden gekommen, sie sind dann sogar verarmt. Die Urgemeinde in Jerusalem ist verarmt, sie hatten so viel Arme gehabt, irgendwann war das Geld aufgebraucht. Aber es hat nichts gehabt, es hat nichts passiert. In der Zwischenzeit ist der Paulus schon in der ganzen Welt Geld sammeln, in der damaligen Welt. Und dann sind sie wieder versorgt worden. Es ist also aufgegangen, die Rechnung ist immer wieder aufgegangen. Ich bin also nicht mehr ein Sklave von der Angst und von meinem Sicherheitsbedarf und von meinem Sicherheitsdefizit, sondern ich bin ein Kind von Gott geboren und sein Blut ist in mir. Haben wir vorhin gesungen, passt wunderbar. Und in diesem Sinne möchte ich uns ein bisschen weiterbrüten und immer noch ein bisschen das Bild steht immer noch.
Pyramide will nicht so schnell weichen, dass der Heilige Geist über unserem Leben bleibt und brütet und arbeitet, bis wir unsere Sachen liquidieren können. Ich sage nicht, jetzt muss jeder sein Haus verkaufen, das ist nicht mein Aufruf von heute, aber sich selber überprüfen, was ist in meiner Sicherheitspyramide da ganz oben. Brauche ich das wirklich? Macht mich das wirklich frei? Stiftet das wirklich Gemeinschaft? Wahrscheinlich eben nicht, wenn es nicht der Heilige Geist ist. Wahrscheinlich eben nicht. Amen. Heiliger Geist, komm wirke unter uns mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Heiliger Geist, komm wirke mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, wirke unter uns. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, wirke unter uns. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, wirke unter uns. Wir wollen miteinander das Glaubensbekenntnis lesen. Steht doch auf, die können dazu. Es wird projiziert. Wir lesen miteinander. Vater, du bist der Vater über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Wenn es gute Väter in unserer Welt gibt, du bist noch besser als sie. Und wenn Väter ihre Berufung nicht wahrnehmen, du nimmst ihnen was
Wir bekennen unsere Ängste um vieles, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, werden wir noch Arbeit finden, reicht unsere Altersvorsorge, werden wir die Krise meistern. Jesus Christus, du hast deinen Jüngern und Nachfolgern gezeigt, dass man sich in die Gemeinschaft investieren kann, ohne selber Schaden zu nehmen. Mit dir werden wir reicher, wir werden wir teilen. Materielle Werte sind fest wertvoll, wenn sie Gemeinschaft möglich machen. Jesus, wir bekennen dir unsere Kurzsichtigkeit und Schwerhörigkeit. Du hast uns zu einer Schicksalsgemeinschaft berufen und wir vergraben unsere Kleinheiten auf Bankkonten und halten unseren Gewinn für privates Glück zurück. So bleibt die Zufriedenheit im engsten Kreis. Heiliger Geist, du bist unseres Gut. Du bist in Gold und Silber nicht abzulehnen, denn du allein verbindest uns von Herz zu Herz. Durch dich sind wir ein Reichtum und ewige Gemeinschaft. Alles, was du berührst, wird flüssig, lieblich, lieblich und vermehrt sich unerhörlich. Heiliger Geist, wir bekennen unsere unheiligen Sorgen. Wir haben sie zu Tode erklärt und glauben, sie seien unser göttliches Mandat. Doch du hast uns schon in der Urkirche, die aus dir geboren wurde, erwählt. Schlusslied ist eine bekannte Melodie, die ihr sicher kennt, Aber der Text hat der Pauli Vera gut dazu gemacht, als Segenslied. Adieu zusammen, Geschwister und Freunde. Gott befohlen, bis zum nächsten Mal. Gnade wird uns auch weiterhin verbunden. Gute Gipfel und im dunklen Tal. Ob wir sitzen oder stehen, ob wir liegen oder gehen. Du hast gesagt, du seist gäng dabei. Ob wir unser Heimat nehmen oder ob wir das Letzte geben. Dein Wort steht, der Rest geht vorbei. Von uns grüßen wir den Abend. Sing willkommen, angenehm oder müde. Das Reich von Gott gibt's Tür und Gottesdienst geht weiter. Also Frucht gibt er uns in jeder Lebenslage. Adieu zusammen, Geschwister und Freunde. Gott befohlen, bis zum nächsten Mal. Gnade wird uns auch weiterhin verbunden. Auf den Gipfeln und im dunklen Tal. Ob wir sitzen oder stehen, ob
Trost gibt er uns in jeder Lebenslage. Von uns grüßen wir den Alltag. Ich willkommen, angenehm oder Mühe. Sieg von Gott gibt's dir.